da Covid-19. Ein herzliches Grüß Gott an alle, die heute an unserer Live-Video-Veranstaltung teilnehmen. Ich hoffe, dass Sie gesund und wohlauf sind. Gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Ich heiße Emanuel Gravino. Zusammen mit dem gesamten Team der Ladinischen Bildungs- und Kulturdirektion betreue ich den Gesundheitsbereich in den Schulen. Die Bedeutung der Gesundheit hat gerade in letzter Zeit ungeahnte Ausmaße in all ihren Ausprägungen angenommen. Die heutige Veranstaltung trägt den Titel Covid-19, eine Geschichte und Probleme aus der Sicht des Experten. Eine Geschichte, die leider ihren Anfang finden musste und nicht in absehbarer Zukunft zu Ende scheinen will. Dazu haben wir den bekannten Immunologen Professor Dr. Bernd Gensbacher eingeladen. Professor Gensbacher, ich darf Sie hiermit ganz herzlich begrüßen. Wie Sie alle wissen, ist Professor Gensbacher international anerkannt und Mitglied der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur. Willkommen heißen wir auch an unseren Landesrat Daniel Alfreider, die Landesschuldirektorin für die Ladinische Schule Edith Ploner, sowie alle Schulführungskräfte, Lehrpersonen, Studierende und Eltern. Bevor ich unseren Assessor sowie unsere Schulamtsleiterin um ein kurzes Grußwort bitte, noch einige technische Hinweise. Während der Veranstaltung ist Ihr Mikrofon ausgeschaltet. Fragen und Anmerkungen können über den Chat gestellt werden, und zwar folgendermaßen. Schalten Sie auf dem PC oder auf dem Tablet oder Smartphone oben rechts die Chatfunktion ein, indem Sie auf die Sprechblase mit dem Fragezeichen klicken. Ihre Fragen werden im Anschluss an den Vortrag beantwortet. Dankeschön. Un caloroso benvenuto a tutte e a tutti voi al nostro evento live. Spero di trovarvi in buona salute. Già, la salute, una dimensione che ultimamente ha acquisito un significato molto impegnativo in tutte le sue sfaccettature. Stiamo vivendo un momento complicato che richiede una continua capacità di adattamento e di flessibilità, una grande pazienza e resilienza. Oggi avremo la possibilità di ricevere da mano esperta. Ja, Herr Professor, wir hören Sie. Ok, ich gehe weiter. Oggi avremo la possibilità di ricevere da mano esperta le informazioni utili e necessarie per poter far fronte a questa crisi. Herr Gravino, ich kann Sie nicht hören, gell? Nicht? Aber ich höre Sie. Man hört schon, passt schon. Ok, danke. Come dicevo, oggi avremo la possibilità di ricevere da mano esperta le informazioni utili e necessarie per poter far fronte a questa crisi. Il titolo del nostro evento oggi è appunto Covid-19, storia e problemi da un punto di vista dell'esperto. Con grande piacere posso annunciarvi il dottor Bernd Gensbacher, che sembra non sentirmi, ma ci sono, professore di fama internazionale e membro dell'EMA, l'Agenzia Farmaceutica Europea. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito e lo preghiamo in seguito alla sua presentazione di dare una risposta anche alle vostre domande. Ricordo brevemente che le domande non saranno visibili pubblicamente nella chat, ma che poi in seguito verranno riportate al nostro referente. Va bun, con plajai, daisa inant la parola a nos assessor Daniel Alfreider, darbel Giulan. Darbe Giulan a Emanuel Gravino, a tutto il team, a Bruno Ferdig, alla intendanta Edith Ploner, a tutti che ha organizzato questo webinar. Ma soprattutto un gran Giulan a tutti che fece anche da questa manifestazione. La scuola, se non sbaglio, da vigni detto che il tema del Savai è un tema che
se acompanhar a vinire, a nossa vai de pleu, a escola ons te enseigner, a nós mitons vinire valda nu, e naturalmente te cash sistem, te cash a situação crítica que nós del Covid, e naturalmente o tema del savai de pleu, na domanda que se faz vinire. Savai chica lecas virus, savai tunes que les regulas, savai tune que suradut les regulas pour le monde de la escola, e un tema sunt calc nos vinide se probunda deja. E naturalmente alle nie del dut saurince ci ha fet rispostas a vigni domanda. Por cal el per nos un onur avai in che con nos professor Gensbacher, che naturalmente rinc member de les instituzions europeicas a altri vel propri schuc expert da se răspund sunt algunes domandas que vegnan de nos. Una cosa que me fez plajai in que podai comunicar dato que le segui in struts genitors e in mitons e students magari in que collega questa situazione ria e soprattutto una situazione ria in le famiglie. Per noi ducans, per chi ha mitons qua a scuola e soprattutto per i mitons in stas, e scolars e le scolares. Un incut la giunta provinciale ha tutta la decisione che le scuole elementari e anche le scoline da prossimo lunes poi in doppia. Naturalmente teniamo tutte le misure di sicurezza possibili, ma per noi è importante che la scuola, soprattutto elementare e la scolina poi in doppia. E caso mi fece un gran piacere, la scuola Mzana e la scuola alta mi sarà mostra sluta per le prossime etmes auch la situazione pandemica se miglioraia. Ich weiß nicht, ob uns Professor Gensbach in der Zwischenzeit auch wieder hören kann. Ich glaube schon, auf jeden Fall, so wie es aussieht. Es ist für uns eine Ehre und eine Freude, Sie heute dabei zu haben. Professor Gensbacher, wie Sie alle wissen, ist ein Experte in diesem Bereich, aber vor allem kann uns behilflich sein, gerade bei dem Durst an Wissen, das wir alle haben, auch um Entscheidungen besser zu verstehen, aber vor allem auch wir für Entscheidungsträger, auch um Entscheidungen besser treffen zu können. Es ist natürlich, und das werden wir später hören, sicherlich eine nicht leichte Zeit. Wir haben das ja jetzt ein Jahr lang leider schon erleben müssen, sei es was gesellschaftlich anbelangt, aber vor allem auch wirtschaftlich anbelangt. Also wir haben eine Situation, wo wir sehr, sehr stark gefordert sind und es braucht hier sicherlich einen Weg in Richtung Lösung dieses Problems. Und hier braucht es natürlich auch Antworten von der Wissenschaft, Antworten gesellschaftlicher Natur und vor allem auch politischer Natur. Und deswegen für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch als Bildungsdirektion, auch als Assessorat für Schule und Kultur, dass wir hier zurückgreifen können auf Expertenwissen, damit wir diese Situation meistern können, damit wir vor allem aber auch den Alltag und mit positiver Energie die nächsten Wochen und Monate auch angehen können wie bisher, damit wir so normal wie möglich die Schule wieder aufrechthalten können, dass wir in Präsenzunterricht erleben können, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, aber trotzdem, dass wir uns nicht zurücklehnen, sondern vor allem Lösungen finden, wie wir das Problem angehen können. Und in diesem Sinne nochmals vielen Dank an alle, die heute mitmachen. Es sollte ein Webinar sein, von dem wir auch lösungsorientierte Inputs finden. Natürlich ist auch immer wieder Kritik an den vielen Maßnahmen, die es gibt und die getroffen werden, auch vom Sanitätsbetrieb, auch nicht nur in Südtirol, auch national und europaweit vorgegeben werden. Aber es ist wichtig, dass man hier mit Expertenwissen auf einige Fragen eingehen kann, damit wir es besser verstehen und eventuell eben auch für unsere Realität bessere Lösungen finden können. Die ladinische Schule ist eine sehr kleine Schule. Wir haben unterschiedliche kleine Strukturen in den Tälern, im Gardertal, im Grödnertal, sehr viele kleine Schulen, was ja oft auch teilweise als Kritik war. Heute stellen wir in dieser Situation auch einen Vorteil, weil es eben natürlich kleine Schulen sind, weniger Studenten
Und wir sind überzeugt, dass wir Lösungen finden können, dass wir hier so gut wie möglich auch in dieser kritischen Phase den Schulunterricht gestalten können. Wie vorhin gesagt schon worden ist, auch von Emanuel Gravino, mit positiver Energie auf Bewegung und so weiter unsere Schüler und Kinder hier anspornen können, damit wir auch als Menschen weiterhin aktiv sind und uns nicht nur vom Negativen dieser Pandemie zu sehr mental und physisch beeinflussen lassen. È per noi un onore, e non vorrei ripetere tutto anche in italiano, però è un onore avere con noi il professor Gensbacher a questo webinar. Ringrazio tutti dell'intendenza, Emanuel Gravino che ci coordina oggi per questa possibilità di informarci, di chiarire alcune domande e soprattutto per trovare soluzioni a tenere in piedi l'insegnamento il più possibile in presenza. Vi comunico che le scuole elementari, le scuole e gli asili saranno riaperti in presenza da lunedì prossimo, decisione presa oggi in giunta, naturalmente tenendo conto di tutte le misure di sicurezza, però soprattutto la scuola ladina ha la caratteristica che ci sono tante piccole strutture, piccole scuole, gli insegnanti ai quali va un grazie, un complimento, che si stanno impegnando molto proprio per mantenere la didattica il più possibile in presenza. Per le scuole superiori e medie invece ci sarà ancora un po' da aspettare, sperando che i numeri dei contagi nelle prossime settimane diminuiranno. In ogni caso chiudo subito perché la persona più importante oggi è il professor Gensbacher e vorrei tornare la parola a Emanuel Gravino, ringraziando ancora una volta tutti per essere oggi collegati a questo nostro webinar. Dar Belgiulan, assessor, les paroles de courage e de sbürla. Zain dai attira inant la parola a nostra intendanta, Edith Ploner, Dar Belgiulan. Ecco, un buon domisde, in sta mia pert a Duce e a Dutes, alle 178 personas, li ha desitet cash momente cash pur nos un'ora in plagiai. Il fin de cash domisde, cash webinar, cale cal sura Dut da de inant informazione attualizzata, calo di che ince la scienza ad ora su temps pur sessura, pur rovessura, pur avai dac da pudai, dijun base ince pur tocan cale ils decisions e de inant consais ince nostra politica. Giulang ince l'assessur che l'ha fatto possibile che il webinar l'ha sostenuto das Commencement in se. Also es ist im Moment sehr wichtig, fundierte Informationen zu haben, damit erstens einmal anders mit der Angst umgegangen ist, denn je mehr man weiß, umso weniger Angst macht uns das Unbekannte. Deswegen also ein Ziel, gute Informationen zu haben, fundierte Informationen zu bekommen und sie nicht nur aus den Social Medias interpretiert und überinterpretiert, also zur Kenntnis zu nehmen. Also es gibt sehr viele Themen. Die Themen, die wir in dieser Woche bearbeitet haben, das waren die Impfungen nunmehr auch für das Lehr- und Schulpersonal. Natürlich dann auch das Thema der Ansteckungen und der Mutationen. Also das Thema begleitet uns ständig und unsere Bildungsinstitutionen sind aufgefordert, auch unsere eigenen Antworten und ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit diesem Thema. Wir wissen, dass die gesamte Gesellschaft gefordert ist und dass wir alle aufgefordert sind, im Sinne von Verantwortung, Solidarität und Zusammenarbeit einfach die bestmöglichen Lösungen zu finden und auf diesem Weg auch weiterzugehen. Allora, l'obiettivo di questo pomeriggio è sicuramente quello di poter giungere alle informazioni di prima mano, direi, da parte di esperti che si confrontano a livello internazionale per togliere la paura, per avere possibilmente una base di informazione comune sulla quale poi proseguire con fiducia, ma anche con attenzione, con rigore al tempo che in questo momento ci è chiesto di dare una soluzione.
Grazie e passo al moderatore. Darbel Julang in Chaos intendanta, por estas parolas, še que es dit inch aduma l'assessura il savai cash moment, savai shexmei, savai ple informations possibiles e tres dar important. Okay, und nun möchte ich das Wort an unseren Doktor weitergeben, Professor Gensbacher. Nun freuen wir uns auf Ihre Ausführungen. Danke. Professor Gensbacher, bitte Mikrofon einschalten. Okay, passt es so? Passt so gut. Vielen Dank, Frau Ploner. Sie haben die Idee gehabt, aber auch vielen Dank an Landesrat Alfreider. Es ist meine Meinung, dass die Politik vorausgehen muss und gerade in diesem Fall eben ein Zeichen setzt, dass eben die Bevölkerung gut informiert ist. Wir wissen, dass am Ende immer diese Gesellschaften voraus sind, die eben ihre Bevölkerung auf dem höchsten Wissensstand halten. Schauen Sie sich den Planeten an, wo die besten Universitäten sind, und dann werden Sie sehen, welche Gesellschaft im technischen oder auch in anderen Bereichen weit voraus ist. Und das gilt auch hier. Wir haben eine ganz schwierige Situation. Es sterben nicht nur Menschen, es stirbt auch die Wissenschaft, es stirbt auch die Wirtschaft. Und die einzige Waffe in solchen Situationen ist Wissen. Wissen hat bisher schon viele Probleme, auch ähnliche Probleme beseitigt, und ich werde noch darauf zurückkommen. Und nur die Wissenschaft hat das gemacht. Nicht die Politik, nicht die Religion, nicht die Wirtschaft. Und was meine ich damit? Das, was jetzt gerade passiert da, ist auch für die Menschheit gut, weil es uns endlich auch einmal unsere Grenzen zeigt und zeigt, dass wir nicht alleine sind auf diesem Planeten. Wir sehen alles durch unsere menschliche Brille, glauben, alles orientiert sich nach uns, dass wir die Vorherrschaft haben auf diesem Planeten und tun und lassen können, was wir wollen. Das stimmt nicht. Und schauen Sie sich nur mal das Zeitfenster an. Den Menschen gibt es seit 200.000 Jahren und das ist ja nur ein Augenschlag in der Historie von dem Planeten. Die Dinosaurier hat es über 200 Millionen Jahre gegeben. Und warum sage ich das? Ja, weil uns jetzt mal die Natur zeigt, dass eben neben den Menschen auch andere Dinge vorkommen, wie zum Beispiel Viren, die genauso leben wollen wie der Mensch. Und diese Viren, die gibt es schon viel, viel länger als den Menschen. Die gibt es schon seit Milliarden Jahren. Und die sind auch zum Teil eine Voraussetzung dafür, dass es den Menschen überhaupt gibt. Warum sage ich das? Ja, zur Zeit der Einzeller und der Zweizeller sind die Zellen immer wieder von Viren infiziert worden. Und es ist so in der Natur, dass wenn eine Zelle ein genetisches Material hat, dann braucht sie das alles zum Überleben. Und es ist ganz schwierig, neue Gene zu machen. Wenn aber ein Virus reinkommt, der Virus eine Zelle infiziert, dann ist es ein Spielgrund, neue Gene und neue Funktionen auszuarbeiten. Und so ist aus den Einzellern, Zweizellern schlussendlich der Mensch entstanden. Und diese Viren haben also viele, viele evolutionäre Tricks, wie sie ihr Überleben eben absichern. Wir sehen das ja dadurch, dass sie eben mutieren. Ich komme auf das noch später zurück. Aber das ist etwas, was sie eben aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, weil wir haben jetzt zur heutigen Zeit nur mehr mit den Viren etwas zu tun, die eben gelernt haben, sich an die Umgebung anzupassen durch ihre Mutationen. Nun zu den Coronavirus. Es gibt sehr viele Virenfamilien, ich gehe nicht darauf ein. Es gibt allein bei den Coronaviren mehrere hundert Stämme, die kommen in den verschiedensten Tierarten vor.
Gewöhnlich ist es so, dass eben jedes Virus einer bestimmten Typus Lebewesen angepasst ist. Das heißt, dass eben die Fledermäuse haben ja über 100 Corona-Stämme, aber normalerweise ist alles so optimiert, dass eben das Coronavirus eine ganze Ausstattung und auch das Spike-Protein so eingestellt hat im Laufe der Jahrhunderte, dass es eben nur in der Fledermaus leben kann, weil es ein gewaltiger Unterschied, ob man im Menschen lebt oder eben in der Fledermaus. Und durch Zufall, durch diese Mutationen, die ich schon angesprochen habe, kommt es dahin, dass eben der Schlüssel vom Coronavirus, und ich erzähle ja immer, der Virus ist wie ein Fußball, wie eine Kugel, und aus der Kugel kommen diese Dornfortsätze heraus, das sind die Spike-Proteine, und das ist der Schlüssel, mit dem das Virus in die Zellen reingeht, entweder Fledermauszellen oder menschliche Zellen. Und bis Dezember 2019 hat der Schlüssel von der Fledermaus-Coronavirus nicht auf die menschliche Zelle gepasst. Und durch Zufall sind zwei Mutationen, zwei Aminosäuren im Spike-Protein haben sich verändert und plötzlich passt das Corona-Spike-Protein auch in die menschlichen Zellen. Was außerdem noch vielleicht für Sie interessant ist, diese Viren wählen sich immer Rezeptoren aus, die für die menschliche Zelle lebensnotwendig sind, weil auch die menschliche Zelle adaptiert. Die menschliche Zelle wehrt sich dagegen und beseitigt den Rezeptor. Aber hier hat das Virus den ACE2-Rezeptor ausgewählt und den braucht die menschliche Zelle zum Überleben. Also hat das Virus ein Schloss gewählt, was dem Virus garantiert, dass es den Menschen eben ganz sicher und einfach infizieren kann. Jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und sage, ja, ist es was Ungewöhnliches, was da passiert ist? Sie denken vielleicht schon, ich sage Ihnen nein. Das ist schon hunderte Mal passiert, es passiert jedes Jahr, aber meistens merken wir das nicht, wenn ein Virus auf den Mensch, vom Tier auf den Menschen überspringt. Warum? Weil es schlecht adaptiert ist, weil es relativ schnell abstirbt oder weil es ein Virus ist, was keine Probleme macht. Hat es das schon vorher gegeben? Sehr wohl. Sie erinnern sich da auch an ein Virus, das die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat. Und das ist das AIDS-Virus, das HIV-Virus. Und da wissen Sie, dass 1980 ungefähr, ich war damals in Amerika, habe meine Facharztausbildung in innerer Medizin gemacht, war auf der Intensivstation und da sind einer nach den anderen junge Männer reingekommen mit beidseitigen Lungenentzündungen. Und wir hatten keine Ahnung, was da los ist. Und die sind uns dann auch relativ schnell gestorben. Es war damals eben HIV, hat auch eine Lungenentzündung gemacht. Am Anfang hat man wenig darüber gewusst und sind ja sehr viele Menschen eben gestorben. Was wissen Sie dazu? Und woher kommt das HIV-Virus? Das kommt vom Affen. Wieso? Ja, weil die Buschmänner in Afrika vor 50 Jahren wahrscheinlich in den Busch gegangen sind und Affen geschossen haben und dann mit dem Blut von diesen Affen in Verbindung gekommen sind und dann eben infiziert worden sind. Wie Sie wissen, gibt es keine Impfung gegen das AIDS-Virus. Also es ist genauso wie Coronavirus ein RNA-Virus. Es gibt aber keine Impfung. Aber wie Sie wissen, haben wir es gut unter Kontrolle, weil die Wissenschaft da im Einzelnen jeden Schritt beleuchtet hat, den das Virus braucht, um in die menschliche Zelle hineinzukommen, um dort sich zu integrieren, um dort sich zu vermehren und wieder rauszukommen. Und jetzt gibt es eben ein Medikament, das 3 Medikamente in sich enthält, was eben beim AIDS-Virus den Eintritt blockiert, die Integration blockiert und die Vermehrung blockiert. Und mit dieser Tablette ist es so, wenn die AIDS-Patienten das nehmen, haben die eine normale Lebenserwartung. Also wichtig für Sie zu verstehen ist, sogar bei einem RNA-Virus, der genauso tödlich ist, wo wir keine Impfung haben, haben wir den Virus besiegt und kontrolliert.
die Coronaviren, waren das schon mal im Menschen? Ja, wenn wir zurückdenken, vor 10 Jahren, 2002, war SARS-CoV-1, das was eben nur 20.000, 30.000 Menschen befallen hat, das im Unterschied zum zum SARS-CoV-2-Virus, dem heutigen Virus, hat das erste Virus immer die Lungenentzündung gemacht und ist dann weitergegeben worden. Das heißt, es war ein einfaches zu wissen, welcher Mensch das Virus trägt, den zu isolieren und aufzupassen, dass das Virus nicht weitergegeben werden kann. Bei diesem neuen Virus ist eben das große Problem dass dieses Virus schon zwei Tage vor Symptombeginn weitergegeben wird. Also die asymptomatischen Patienten geben das weiter. Es genügt also nicht, wenn man der Gesellschaft sagt, liebe Südtiroler, wenn ihr jemanden trefft, der hustet, der Fieber hat und eine Lungenentzündung hat, haltet euch fern, geht's weg von dem, dann wird es nicht infiziert. Nein, bei diesem neuen Coronavirus ist das Problem, der Träger vom Virus ist und das Virus ausscheidet, weiß es gar nicht, dass er Virus ausscheidet und das macht das Virus so gefährlich und deshalb hat dieses Virus schon über 100 Millionen Menschen infiziert. Also ich habe gesagt, vor 10 Jahren war schon einmal SARS-CoV-1, das war leicht zu kontrollieren, weil nur nach Lungenentzündung das Virus ausgeschieden wurde, also hat man die Menschen schnell isoliert und innerhalb von 6 Monaten war das Problem kontrolliert. Dann im Jahr 2012 war eben MERV, das wurde vom Kamel auf den Menschen übertragen, das gibt es immer noch in Saudi-Arabien, in der arabischen Welt und das macht eben auch Lungenentzündung, ist aber nicht so erfolgreich im Infizieren der Menschen wie das jetzige Virus. Was noch? Ja, ganz allgemein zum Virus sage ich Ihnen noch dazu, wenn das Virus vom Tier, von der Fledermaus auf den menschlichen Körper überspringt, können Sie sich vorstellen, dass ein menschlicher Körper ganz ein anderes Umfeld ist, ganz ein anderes Immunsystem hat und dass für das Virus schwierig ist zu überleben, im Gegensatz zur Fledermaus. Und deshalb das Virus andauernd, das hat 30.000 Nukleotide, also 30.000 Buchstaben, es andauernd einzelne Buchstaben verändert, damit es im Menschen besser überleben kann. Und das bezeichnen wir als Mutationen. Gut, welche Krankheiten macht es? SARS-CoV-2-Virus habe ich Ihnen gesagt, es hat durch Zufall, durch 2 Mutationen, 2 Aminosäurenveränderungen im Spike-Protein, ist es von der Fledermaus, vielleicht vom Schuppentier auch, übergesprungen auf den Menschen. Dort hat sich den ACE2-Rezeptor ausgewählt und dann, ich weiß, dass im Volk viele glauben, ja, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich Sport mache, das kann das Virus mich nicht infizieren. Nein, Sie müssen wissen, wenn das Virus den Rezeptor findet an der Schleimhaut, dann infiziert es die menschliche Zelle. Da gibt es kein If or But. Das ist so. Und wo ist die Frage, wo ist dieser Rezeptor überall exprimiert? Der ist exprimiert in der Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, im Rachen, in der Lunge, in der Niere und in der Leber und ganz wichtig für Sie, dass Sie verstehen, auch in den Gefäßzellen, in den Endothelzellen. Warum ist das wichtig? Weil Sie über den Endothelzellen alles im Körper erreichen kann, sogar das Gehirn. Und außerdem, weil es durch eine Entzündung in den Gefäßzellen Thrombosen machen kann. Und das ist ein Riesenproblem bei diesen Infektionen. Normalerweise, also bei, sagen wir, Februar, März 2020, haben 20% der Infizierten müssen ins Krankenhaus gehen, weil es eine Lungenentzündung gemacht hat. In der Zwischenzeit haben wir wahnsinnig viel dazugelernt, haben viele Maßnahmen ergriffen, auch allein durch die Masken werden jetzt gewöhnlich Menschen infiziert mit viel niedriger Dosis. Und jetzt ist es so, dass nur mehr 3% der Infizierten ins Krankenhaus müssen. Und die müssen ins Krankenhaus, weil das Virus vom Nasenrachenraum in die Lunge runter ist und dort die Lungenentzündung macht. Und es gibt
fast keine Medikamente gegen eine virale Lungenentzündung. An Medikamenten, die es eben gibt und die zugelassen worden sind, gibt es im Anfangsstadium 2 das Remdesivir. Remdesivir ist ein Medikament, was die Kopiermaschine des Virus blockiert. Das heißt, das Virus in dem Moment, wo es in den körperlichen Zellen ist, schiebt es sofort die Kopiermaschine an und fängt an, Tausende von Kopien vom eigenen Virus zu machen. Das mit einer Geschwindigkeit von 500 Buchstaben pro Sekunde. Also es tut sich unheimlich schnell vermehren und deshalb macht es auch viele Fehler. Und da spricht man eben von Mutationen. Und dieser Kopierprozess ist eben ein Schritt, wo wir mit Remdesivir inhibieren können. Man muss das Remdesivir aber in den ersten 3-4 Tagen geben, weil wenn das Virus mal angefangen hat zu replizieren und Millionen von Kopien vorhanden sind, dann hilft das Remdesivir nicht. An zweiter Stelle sind monoklonale Antikörper, da gibt es auch schon mehrere auf dem Markt. Das sind Antikörper, die, wenn eben das Virus reinkommt, und die Antikörper, die wirken ja nur, solange das Virus außerhalb von der menschlichen Zelle ist. Also wenn es eben reingeht, über den Blutstrom in die Lunge rein will und Blutstrom ist, dann greifen die Antikörper diese Spike-Proteine an und blockieren den Schlüssel. Und ganz klar, die Antikörper wirken auch noch ganz im Anfangsstadium in den ersten 2-3 Tagen. Was gibt es nachher? Nachher gibt es noch 2 Medikamente im Spätstadium, die die Mortalität um 30% vermindert haben. Das sind Dexamethason und Tocilizumab. Tocilizumab ist erst vor einer Woche in Studien bewiesen worden, dass es eben eine überschüssige Immunreaktion auslöst. Und das Dexamethason ist schon seit 3 Monaten im Gebrauch und ist ganz eine wichtige Waffe bei diesem Virus. Was ist wichtig zu wissen? Ja, infiziert werden hauptsächlich die jungen Leute, also die Hauptträger sind die 30- bis 50-Jährigen, aber die Haupttodesfälle sind in der ältesten Gruppe, in der 70- bis 90-Jährigen. 80% der Menschen, die sterben, sind in der Gruppe von 70 bis 90 und deshalb werden die eben auch als erstes geimpft. Aber infiziert werden alle, Kinder genauso wie Jugendliche, wie die Erwachsene. Ja, wie ist es, wenn so ein Jugendlicher eine asymptomatische Erkrankung bekommt? Und wir wissen ja, 80% der Infektionen sind ja asymptomatische. Viele jüngere Menschen merken ja nichts. Da kann ich Ihnen sagen, dass eben ein Problem Langzeitfolgen sind. Das heißt, man Long-Covid, das tritt besonders bei denen auf, die symptomatische Infektionen haben. Also da sagt man, dass 60% der Infizierten, die Symptome haben, über Monate, manchmal 7, 8 Monate lang Symptome haben mit Müdigkeit, Brain Fog, die können sich nicht mehr konzentrieren, die haben ein Impairment of Cognitive, also eine Verminderung der kognitive Leistung, die haben Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, die können auch zu späteren Zeiten eventuell Gerinnungsprobleme haben, Vaskulitis oder Autoantikörper. Also das ist nicht ohne und man soll diese Krankheit nicht unterschätzen, auch nicht als Jugendlicher, man weiß nie, mit welchen Karten man spielt. Dann komme ich zu den Waffen, zu den Impfungen. Was ist da Neues? Ja, normalerweise ist es so, dass wir Menschen oder die Wissenschaft den Menschen gegen Viren schützt durch Impfungen. Sie wissen ja die ganzen Impfungen, die es eben gibt, die man eben Kindern verabreicht. Und denken Sie daran, dass eben vor 80 Jahren ihre Großeltern haben die Kinder nicht im Sommer nicht auf den Spielplatz gelassen, weil sie Angst gehabt haben, dass sie auf dem Spielplatz von anderen Kindern mit Kinderlähmungsvirus, mit Poliovirus angesteckt waren. Da hat es jedes Jahr 5.000, 6.000, 7.000 Fälle gegeben
Und Sie wissen, keiner von euch hat einen Fall für Kinderlähmung gegeben und das ist allein durch die Impfung. Genauso mit Masern wissen Sie, dass wenn Sie die Impfung haben, Sie ein Leben lang geschützt sind. Also, was passiert bei der Impfung? Bei der Impfung nehmen Sie gewöhnlich einen kleinen Teil vom Virus und präsentieren dem unserem Immunsystem, bevor der Mensch krank ist. Also das heißt, was tun wir beim Coronavirus? Ja, beim Coronavirus habe ich Ihnen gesagt, 30.000 Buchstaben, also reine Erbsubstanz, und das kann man in 28 Bausteine unterteilen. 28 Farben, grün, gelb, grau und so weiter. Und so 2/3 unten ist ein roter Baustein und das ist das Spike-Protein. Das ist die Kodierung für das Spike-Protein, für den Turm, für den Schlüssel, der aus dem Virus rauskommt. Den roten Teil nimmt man raus und alles andere lässt man zurück. Und dann gibt man Lipid-Nanopartikel um diesen roten Baustein herum und injiziert den in meinen Arm. Und dann wird in meinen Arm in ungefähr 200.000 bis 300.000 Muskelzellen verschmelzen die Membrane durch die Lipid-Nanopartikel, die Messenger-RNA geht in die Zelle hinein und meine Muskelzelle produziert jetzt das Spike-Protein, aber sonst gar nichts. Also sieht mein Immunsystem zu einem Zeitpunkt, wo es noch intakt ist, wo es noch gesund ist, das Spike-Protein, lernt es kennen, erkennt es als fremd, macht Antikörper, macht T-Zellen und wenn der Virus dann mich infiziert, ist alles schon da, um das Virus innerhalb von Stunden zu eliminieren. Warum haben wir so große Probleme und so viele Fake News über das Corona-Impfsystem? Hauptsächlich und in der Zwischenzeit sind ja über 230 Millionen Menschen geimpft. Stellen Sie sich das vor, 200 Millionen Menschen geimpft. Und wer jetzt noch Vorurteile gegen die Impfung hat, muss sich selber fragen, bei welchem Medikament können wir zugreifen auf eine Database von 213 Millionen Menschen? Bei keinem Medikament, okay? Warum gibt es so viel Angst und so viel Kritik? Ja, der Grund ist der, dass eben normalerweise eine Impfung dauert normalerweise 7 Jahre. Zum Beispiel Masern und Polio hat ungefähr 7 Jahre gedauert. Ja, warum denn? Ja, weil der Regulators, und Sie wissen, ich bin bei der European Medicine Agency, und wir lassen das auch zu, genauso wie alle anderen Regulatoren. Und da gibt es bestimmte Grundregeln. Das heißt, es gilt für ein Medikament genauso wie für eine Impfung. Das heißt, bei der Impfung muss man zuerst Phase 1 machen, die richtige Dosis finden. Dann Phase 2, um zu zeigen, dass es effektiv ist. Und in der Phase 3, wo man 2 Gruppen hat, eine wird geimpft, eine Gruppe und eine nicht. Und dann schaut man, wo mehr Menschen die Infektion bekommen. Und normalerweise dauert eine Phase 1-Studie 2 Jahre, eine Phase 2-Studie 2 Jahre, Phase 3-Studie 2 Jahre. Das ergibt eben dann in Summe mit der Kontrolle, die man ja macht, 7 Jahre. Warum ist das mit dem Coronavirus so schnell gegangen? Weil die Regulatoren den Pharmafirmen erlaubt haben, die Phasen, alle 3 Phasen parallel zu machen. Phase 1, Phase 2, Phase 3 zeitgleich zu machen und die Daten sind so schnell akquiriert worden, weil normalerweise dauert es 2 Jahre, bis man 2.000, 3.000 Infektionen hat, aber in dem Fall hat es so viele Infektionen gegeben, dass man innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 6 Monaten hat man schon so viele Infektionen gehabt, dass man die Daten schon hat verwerten können. Das heißt, die ersten Impfstoffe, die eben zugelassen wurden, waren die Impfstoffe mit Messenger-RNA von BioNTech, Pfizer und von Moderna. Und man hat die Phase 1 gemacht, die Dosis gefunden, Phase 2 hat gezeigt, dass es gut wirkt und dann die Phase 3. Dort hat man bei Pfizer 44.000 Menschen genommen, hat 22.000 geimpft und 22.000 nicht und hat dann gezeigt, dass eben bei den Infektionen, hat man dann auf beide Seiten kontrolliert,
dass es eben 172 Infektionen nach 2 Monaten auf der Seite der Kontrollgruppe und 8 Infektionen auf der Seite der geimpften Gruppe gegeben hat. Und es ist ein Impfschutz von 94%. Moderna ist dann 2 Wochen später zugelassen worden, ist fast identisch mit Pfizer, genau dieselben Resultate und wird ja jetzt weltweit eingesetzt. Als drittes zugelassen AstraZeneca. AstraZeneca ist ein neuer Impfstoff, ist ein Vektorimpfstoff. Dort nimmt man von diesen roten Bausteinen nicht die Messenger-RNA, man nimmt die DNA, kloniert in einem Adenovirus hinein und injiziert den Adenovirus in meinem Arm. Und dann wird eben wiederum Spike-Protein exprimiert in meine Muskelzellen und mein Immunsystem lernt eben den Gegner kennen, ähnlich wie bei den Pfizer und Moderna Impfstoff. Etwas sage ich Ihnen noch, weil das in der Presse so viel diskutiert worden ist. Und es ist, AstraZeneca hat nur 70% Impfschutz und das war ein großer Aufschrei, weil viele Menschen gesagt haben, oh mein Gott, die ersten beiden über 90% Impfschutz, AstraZeneca nur 70%, also ist AstraZeneca viel schlechter. Da sage ich Ihnen, nein, stimmt nicht. Warum? AstraZeneca hat seine klinischen Studien in England gemacht und in Südafrika. Und was ist? Und erst vor 3 Monaten. Was ist in England? Die britische Mutante. Was ist in Südafrika? Die südafrikanische Mutante. Und die ist viel gefährlicher als wie das Virus, was vor 6 Monaten zirkuliert ist. Also was ich euch sagen will, ist, wenn Pfizer und Moderna die klinische Studie zeitgleich mit AstraZeneca gemacht hätten, dann hätten die auch nur 70% Impfschutz und nicht 90%. Nebenwirkungen von den Impfstoffen bei Pfizer 44.000, 22.000 geimpft. Wie immer gibt es die Lokalreaktionen. Ja, das eben Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Injektionsstelle. Manche Menschen kriegen Fieber, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost. Aber nach 24 Stunden ist es vorbei. Den mRNA-Impfstoff kann man nach 48 Stunden schon nicht mehr nachweisen. Die Nanopartikel nach 3 Tagen. Und die Severe Adverse Events, also die Nebenwirkungen, die eben ein bisschen Aufsehen erregt haben, waren 2. Einmal die anaphylaktische Reaktion. Und da weiß man jetzt, wo 200 Millionen Menschen injiziert worden sind, nicht alle mit Pfizer, aber über 80 Millionen mit Pfizer, weiß man, dass die Inzidenz von Anaphylaxis liegt bei 1 in 200.000 Geimpften. Bei Moderna in einer Anaphylaxis bei 250.000. Was hat man als weiteres gesehen? Und das waren alles nur, da waren 8 Fälle, die ersten 8, die beschrieben wurden, das waren alles Fälle, die vorher schon mal anaphylaktische Reaktionen hatten. Die hatten alle eine EpiPen mit sich, Epinephrine. Die haben sie alle die Spritze gegeben, keinen ist was passiert, alle haben sie ohne Probleme die Impfung überstanden. Was hat man noch gesehen als Nebenwirkung, die besorgniserregend war? Das war eben Bell's Palsy, das ist die Facialis-Lähmung, Gesichtsnervlähmung. Dort hat man in der Impfgruppe 4 Fälle gesehen, in der Kontrollgruppe einen Fall. Da ist immer wichtig, dass man dann dran denkt, was ist die normale Inzidenz von einer Facialis-Parese? Ist 20 Fälle in 50.000 Leuten, also die kriegen die Leute auch so. Und das passt also genau in der normalen Inzidenz hinein. Und unter den 80 Millionen, die mit Pfizer jetzt injiziert worden sind, hat man dieses Problem nicht mehr gesehen. AstraZeneca-Nebenwirkungen, dort kommt es überraschenderweise bei manchen, hauptsächlich jungen Menschen nach Erstinjektion, zu relativ starken Nebenwirkungen, aber ungefährlichen Nebenwirkungen mit Hodenfieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, die aber nach 2 Tagen komplett verschwunden sind. Aber es ist überraschend, weil man das in der klinischen Studie
so nicht gesehen hat. Sie wissen, dass ein Impfmangel besteht, weil eben die Produzenten gar nicht nachkommen mit der Produktion. Ich kann Ihnen sagen, das wird sich innerhalb von einem Monat ändern. Warum? Weil innerhalb von einem Monat die FDA und die EMA, also die nationalen Regulatoren von Europa und von Amerika, 2 neue Impfstoffe zulassen werden, von Novavax und von Johnson & Johnson. Sie wissen ja in der Zwischenzeit, die Chinesen haben schon 3 Impfstoffe zugelassen, die Russen 2, die Inder auch 2. Also in den Gegenden wird fleißig geimpft. Die Chinesen haben schon 60 Millionen Menschen geimpft. Europa hat 20 Millionen geimpft. Die Engländer haben 14 Millionen geimpft. Aber Weltrekord haben die Israeli. Die Israeli haben jetzt schon von den 9 Millionen 7 Millionen geimpft. Das waren wieder mal die schnellsten, haben sich am meisten Impfstoff eingekauft. Die haben den Impfstoff so ausreichend vorhanden, dass sie im März die gesamte Bevölkerung durchgeimpft haben. Und die Daten, die die haben nach der Impfung, sind spektakulär, wirklich unglaublich gut. Und die sagen Real-Life-Data, also Data, die zeigen, dass eben in der Real World draußen, nicht in klinischen Studien, wirklich ein Impfschutz von 94% ist und dass jetzt die älteren Damen und Herren viel weniger Infektionen haben wie die Jugendlichen. Aber darüber können wir noch im Detail sprechen. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, bevor Sie Fragen stellen können, die Coronavirus-Mutationen. Da merke ich, dass noch viel falsch verstanden wird. Und da müssen Sie Folgendes verstehen. Wenn ich infiziert werde, dann ist nicht so, dass ich mit Herrn Verdick spreche, Herrn Verdick Bruno, er ein Viruspartikel ausatmet, das mich trifft auf meine Schleimhaut, auf meine Mund und dann bin ich infiziert. Nein, es braucht hunderttausende Viren und die müssen wahrscheinlich über 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minuten auf mir einprasseln, damit ich infiziert werden kann. Warum? Weil die Viren, die im Körper vom Infizierten produziert werden können, die sind nicht alle perfekt. Viele von denen sind defektiv, sind defektiv oder haben Probleme, können gar nicht infizieren. Und außerdem ist es eben so, dass sie eben austrocknen oder Probleme haben und dass sie eben dass sie in großen Mengen bei mir ankommen müssen, um genügend Rezeptoren zu erreichen, damit sie erfolgreich eine Infektion machen können. Okay, jetzt nehmen wir an, ich bin da beatmet worden mit so, und Sie wissen ja, das Virus ist ja ein Gefangener des Menschen. Das kann nur im Körper des Menschen leben. Vergessen wir jetzt die Fledermäuse, weil das Virus wahrscheinlich in der Fledermaus gar nicht mehr überleben kann, weil es an den Menschen adaptiert ist. Also, das Virus ist deshalb ein Gefangener des Menschen und ich muss es herumtragen und in der Nähe von einem anderen Menschen bringen, damit es den infizieren kann. Aber jetzt angenommen, mich hat jemand infiziert, dann ist wichtig, dass Sie verstehen, dann proliferieren Hunderttausende von Viren in meinem Mund. Sagen, ich bin heute in der Früh infiziert worden, habe 100.000 Viren in meinem Mund. Am Abend habe ich schon mehrere 100 Millionen. Das proliferiert also schnell, wahnsinnig schnell. Und dann müssen Sie wissen, wenn das Virus so schnell Kopien macht, macht es auch sehr viel Fehler. Also das heißt, die 100 Millionen Viren, die ich in mir drinnen habe, das sind eben wahrscheinlich, da sind hunderte Mutanten drinnen. Und die kämpfen gegeneinander, die kämpfen um den Zugang zu den Rezeptoren. Und was gilt da? Genauso wie Darwin gesagt hat, Survival of the Fittest. Die Mutanten, die Viren, die am fittesten sind, die am schnellsten replizieren, die am schnellsten den Rezeptor meiner anderen Lungenzellen erreichen, die werde ich dann ausatmen und die werde ich dann weitergeben. Und so müssen Sie eben verstehen, wenn man jetzt eben sagt in Südtirol, oh mein Gott, schrecklich, wir haben die südafrikanische Mutante, die B1351-Mutante, wie schrecklich. Ja, da muss ich, die hat jetzt das alte Virus abgelöst. Da muss ich Ihnen sagen, hallo,
Eine Mutante wird die andere ablösen. Die Mutante, die sie abgelöst haben, ist nicht das Virus, das in Wuhan im ersten Menschen infiziert hat. Das Virus gibt es lang schon nicht mehr. Das hat dauernd mutiert, sondern es hat eine alte Mutante abgelöst und die Mutante war die D614G-Mutante. Also werden immer wieder Mutante kommen, weil das Virus dazulernt. Außerdem müssen Sie verstehen, wenn man von der Wolke auf der Menschheit herunterschaut und versteht, wie dieses Virus funktioniert, dann würde man sagen, diese Menschen sind verrückt, sie sind blöd. Warum? Was gibt es denn Schlimmeres als so einen Feind, so einen klugen Feind wie den Virus? Es hat bisher 106 Millionen Menschen infiziert. Die Gelegenheit zu geben, mehr als 100 Millionen Menschen zu infizieren, wo es Spielfelder hat, um neue Mutationen auszuarbeiten und zu testen. Das heißt, wenn das Virus damals in Wuhan nur 100 Leute infiziert hätte und man hätte die 100 Leute eingesperrt in einer Wohnung und hätte sie ernährt, dann hätte das Virus nur in 100 Menschen versuchen können, Mutationen zu finden, damit es eben weiterkommt. So hat es 100 Millionen. Und wenn man sich in Europa die Landkarte anschaut mit Corona-Infektionen, dann ist in 2 Regionen dunkelrot, Portugal und Südtirol. Und pro 100.000 Menschen. Und wenn man sagen würde, wo ist am wahrscheinlichsten, dass neue Mutationen entstehen, wo wohl in Portugal und in Südtirol. Also in Südtirol können genauso Mutationen entstehen wie in Südafrika und wie in England. Jetzt noch schnell, wo viel Diskussionsbedarf ist, die neuen Mutanten und die Impfung. Ja, was weiß man, und da gehe ich vielleicht durch, die 3 Mutationen, die wichtig sind. Die englische Mutante, da müssen Sie verstehen, wenn man sagt, die englische Mutante, dann hat das Virus immer ein Paket von Viren, nämlich, ein Paket von Mutationen, nämlich das britische Mutant hat 17 Mutationen, 8 davon im Spike-Protein, die südafrikanische hat 23 und die brasilianische hat 21. Es sind also viele Mutationen. Und man bezeichnet sie normalerweise nach der prädominierenden Mutation. Also wenn ich sage, die englische Mutante ist die N501Y, das heißt es, wenn das Virus ist, das Spike-Protein, da im Spike-Protein sind 1200 Aminosäuren und in der Position 501 ist das N mit den Y ausgetauscht und wenn jetzt der Antikörper herkommt und sich erwartet, dass da ein Y sitzt, ein N sitzt und er findet ein Y, dann bindet er nicht mehr und dann kann das Virus auch bereits Infizierte, Seropositive infizieren. Gut. Was habe ich jetzt über die britische Mutante gesagt? Habe Ihnen gesagt, es ist die B117. Sie ist gefährlich deshalb, weil sie um 30% schneller infiziert und weil sie eine Mortalitätsrate hat, die höher ist, auch im Bereich von 30 bis 40%. Aber bei der britischen Mutante wirken alle 3 Impfstoffe genauso wie von uns erwartet. Südafrikanische Mutante, die infiziert nicht schneller, also man weiß das noch nicht, die hat nicht eine höhere Mortalität, das ist auch noch nicht bewiesen. Ja, warum ist die dann so gefährlich? Weil sie in Südafrika hat man eine Studie gemacht und was hat man da gesehen? Man hat bei 1000 Leuten mal nachgeschaut, da waren 100 infiziert und da waren 50 seropositiv und 50 naiv. Das heißt, es hat gleich viele Menschen infiziert, die in der Vergangenheit schon eine Coronavirus-Infektion hatten und Antikörper hatten, als wir nicht Infizierte. Und das ist eine rote Flagge, dass es also Menschen infizieren kann, die eben Antikörper haben. Was hat man noch gefunden? AstraZeneca hat in Südafrika die klinische Studie gemacht und der Impfschutz war bei 20%, während er in England oben bei 70% war. Okay, dann kommen wir zur Mutante aus Brasilien. Die ist wahrscheinlich
noch gefährlicher wie die südafrikanische Mutante, hat viel gemeinsam mit der südafrikanischen Mutante, aber noch ein paar zusätzliche Mutationen dabei. Was für Sie vielleicht interessant ist, und dann verstehen Sie auch besser, warum Einschränkung von Mobilität so wichtig ist die Tatsache, die Mutante von Brasilien wurde entdeckt im Dschungel, im Amazon-Dschungel in der Stadt Manaus, hat 2 Millionen oder 10 Millionen Einwohner, also eine Millionenstadt. Die hatten im März, April, Mai die erste Welle. 70% der Bevölkerung war infiziert, alle hatten Antikörper und jetzt im Dezember, Januar haben sie mit der neuen Mutante wieder eine neue Welle gehabt. Das heißt, es hat die Menschen infiziert, die Antikörper gehabt haben. Also ist ganz wichtig. Und was ich Ihnen noch sagen will, was ist dort beeindruckend bei der brasilianischen Mutante? 3 Tage nachdem man sie in Manaus entdeckt und beschrieben hat, hat man sie wo gefunden? In Tokio, am Airport. Warum? Weil 4 Brasilianer dort rüber geflogen sind. Jetzt haben die Japaner auch das Problem. Okay, jetzt lasse ich es dabei und Sie können Fragen stellen. Okay, danke Herr Professor, vielen Dank für Ihren lehrreichen Vortrag. Gut, nun können wir zu dem Verlesen der Fragen kommen. Es sind tatsächlich viele. Es gibt viele Fragen zum Thema Impfungen. Ja. Okay, erste Frage. Warum keine Impfung unter 16?